Lo gëtt et e bëssen hëtzeg. Wir machen ein Experiment fir herauszufinden, wie viel Sprit ein Auto verbraucht, fir eng Persoun Moes op d'Aarbecht zu bringen, a fir an allem wéi eng Alternative net gëtt. Nullen du eng Streck vun 29 Kilometer, vu Kehl bis bei Philharmonie. Dës ein Auto, de braucht dofir 1,8 Liter Sprit. Me wéi viel davon gëtt real dofir gebraucht, fir mei Gewicht zu transportieren. Soviel fir wasch net wirklich viel. 70% vun der Energie am Sprit geht der Form vun Hëtzt verloren bei der Verbrennung am Motor. Dabei kommen enker 10 bis 15%, die man verlieren durch Reibung oder durch Bremsen. Das hat man also schon wasch. Der Rest, nicht wirklich viel, geht der Bewegungsenergie umgewandelt. Lass es aber so, dass 70 Kilo vom gesamten Gewicht von mir vom Auto just 5% ausmachen. Und das entspricht einem kleinen Drippeglas mit 15 Zentiliter. Der Rest ist für das Gewicht vom Auto zu transportieren und auch das ist verloren. Am Anfang Verschwendung. Oder der Preis, den wir bezahlen für unseren Komfort. Beim Auto geht also viel Energie verloren. Und als Steuer nicht gut für die Umwelt, wenn ihr am Stau steht, da verliert ihr nur noch viel Zeit. Mir gibt es eine Alternative. Das ist eine klare Mission für den Mr. Science. Mr. Science, ich brauche mir eine ökologisch, ökonomisch und mehr Möglichkeit für Moes am Berufstrafik auf d'Aarbecht zu kommen. Und ich will mich dabei nicht mitmachen, also komm mal nicht mal Velo. Wenn du bei dem Experiment drauf gehst, dann ist das dein Problem. Diese Massage den zerstört sich an 5 Sekunden vom selber. Viel Glück, Joseph. Ei, das klingt enger Mission Impossible. Was kind dem Lützeburger sein Lieblingsgefühl auf dieser Strecke ersetzen, was sowohl ökologisch, billig und misär ist? Ah, ein Elektroauto vielleicht. Ja, ein Elektroauto, den ist effektiv mehr ökologisch, wenn er mit Ökostrom betankt wird. Mir der steht genauso am Stau wie ein Auto. Der Bus, ja, den hat extra Spuren, für an den Start zu kommen. Aber die bleibt aber auch oft stehen. Also ist es auch keine Option für misär zu sehen. Ein Motorrad, ja, das steht auch am Trafik, ist relativ breit und braucht Sprit. Will ich auch nicht. Du willst aus mich schmuel, aber das geht ja nicht. Ja, den Olivier, den will nicht mitgehen. Aber vielleicht wie ein Velo mit einem Motor die Lösung. Ich brauche ein Pedelec. Den ist aber nicht misär wie ein Auto. Nee, mir hat Kinder aber Sinn, dass ich meiner Zeit brauche. Weil ich kann nämlich mit dem Velo einen viel mehr kurzen Weg fahren, über den Velosweg, über die Landstraße und dann riecht durch die Stadt bis auf die Kirchbirch. Das sind ungefähr 10 Kilometer Männer und ich stehe noch plus mit dem Velo nicht am Trafik. Den Olivier braucht laut GPS 45 Minuten für diesen Trajet und die gilt top. Den anderen Morgen tritt den Olivier also mit dem Auto gegen den Joseph sein Pedelec an. Die Pferde ist gut, also können Drehkleider an der Porsche bleiben. Brett? Go! Da kann nicht losgehen, das ist 4 Uhr. Einmal 100 schon. Ja, am Anfang hast du vielleicht ein bisschen mehr los. Ade, Joseph. Aber ab Punkt Preis an Umwelt hat er ja sicher gewonnen. Geht überraschend gut heute Morgen. Wenn ihr das so stark. Könnte Joseph von Hand. Als ob das nicht überrannt ist. Olivier, du kannst bestimmt auf der Autobahn Zeit gut machen. Und der Joseph dir für sowieso nicht zu viel an den Pedal drücken, weil sobald der Pedelec 25 km an der Stunde erreicht hat, schaltet der Motor aus. 25 km an der Stunde ist nicht so sehr, wenn ich gewinne, das Velo zu fahren. Ich will aber auch nicht zu viel dabei drücken, weil sonst komme ich an den Schweiß. Da genießt der schöne Weg. Also am Lund noch mega Stau irgendwo kriegen, ne? Ich meine, da seid ihr zu schwer jetzt für den Joseph. Okay, dann kommen wir bei der Bergschirm. Man muss so die halt was verspricht, ne? Hat gestaut, so gut. Nom Veloswee musste Mr. Science aber auch auf die Straße, und da ist es nicht mehr so schön. Ja, der Teil ist effektiv ein bisschen beängstigend. Aber bon, es gibt eben nicht überall relaxe Velosweg. Also sowieso war das doch kein Kriterium von meiner Mission.
Wir sind bald da. Der Joseph hat sich schon nicht gemeldet, dafür gehe ich davon aus, dass er auch nicht da ist. Aber ich muss einen Parkplatz finden. Tja, da siehst du mal, der Joseph könnte schon gemütlich beim Ziel und 51 Minuten hat er gebraucht. Komm, alle. Da hier. Was doch die? Da. Den Olivier könnte 6 Minuten drauf recht am Parkhaus hin. Der Joseph war schon da. Was schon lange, hi? 8 Minuten. 8 Minuten, aber nicht so viel, wie so, ja. Was man will? Nee, nicht von euch, man will. Das ist ein normaler Pedelec. Es gibt noch mehr Pedelecken, die bis 45 unterstützen. Das sind Speed-Pedelecken. Aber bon, da hatte ich dann aber eine Assurance gebraucht, dann einen dicken Helm und Pipapo. Und, voilà. Und ich hatte nicht definiert, die Velos hier fahren. Das ist nicht so gut. Aber ich habe auch eine Idee, wie ich mit dem heutigen Velo trotzdem noch mehr sehr sind. Und dafür gebe ich gerne noch einen Test mit dem Mann, also noch einen gewonnen. Okay? Weil es tut passt. Okay. Den nächsten Tag machen den Olivier an den Joseph den Test also nach einmal auf derselben Strecke. Aber Joseph, was müsst ihr da ernst? Ja, ich probiere eine Kombination Velo mit Zug, weil meine Berechnungen noch, wie sich dann nach 10 Minuten gewonnen. Noch gut 15 Minuten Velo klemmte Joseph also zu Beeteburg auf den Zug um. So spurten sich zwar den gefährlichen Teil von der Strecke, aber der Zug muss bezahlt gehen. Den Ticket den hat mich zwar 2 Euro gekostet, mir das aber nicht ein Viertel vom reellen Preis, den Olivier auf derselben Strecke bezahlt. Ja, an den Auto kannst du nicht nur suchen, aber auch Nerven. Gell, Olivier? Oh no. Alltag dasselbe. Stau. Der Joseph hat Glück mit der Verbindung und ist 10 Minuten erster an der Stadt. An diesem Kehr warten eine gut 4 Stunden auf den Olivier. Okay, ich habe 2-mal verloren. Felicitationen. Muss ich sagen, das ist eine Alternative. Velo, Zug, Velo. Ja, also auf jeden Fall für Leute, die einen Arbeitsweg haben, unter 10 Kilometer, lohnt sich auf jeden Fall zu Velo. Aber wenn ihr ein bisschen mehr hört wie 10 Kilometer, so Mittelstrecken, da kann ich im Tacho vom Auto kontrollieren. Wenn ihr eine Moyenne unter 40 Kilometer an der Stunde hört, da lohnt sich auf jeden Fall so ein Velo oder ein Kombi mit dem Zug, aber mit dem Velo zum Beispiel. Ja, wie ist es mit dem Schweiß? Ehrlich. Ich habe ganz ein bisschen geschweißt, aber das war auch, weil es ein Kurs war.